so, ach, da seid ihr ja schon wieder. Wie schön. Ja, ich bin ja auch wieder da, nicht? Ja, und heute, ich will ja heute mal backen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal zusammen gebacken haben, ja. Ja, manchmal früher habe ich aber eine Backpfeife gekriegt, du wahrscheinlich auch nicht, ja. Aber bevor das losgeht, der Kameramann, der besteht ja auf Catering. Ja, und da habe ich hier sowas, auch, ich muss das mal zudecken, so ein bisschen. Och, da war ja schon jemand bei, so ein bisschen Schokolade. Und da sage ich jetzt mal Danke und Merci. Und ich gebe das mal hier rüber in die Catering-Ecke, nicht? Ja, muss ja alles so ein bisschen professionell sein, nicht? Man will ja nicht so wie so ein Laiendarsteller. Und ja, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Ja, heute, liebe Leute, heute wollen wir einen Blaubeer- oder Heidelbeerkuchen backen. Ganz einfaches Rezept. Habe ich glaube, im letzten Jahr mal im Internet gefunden und das ist ja so gut geworden und das hat so gut geschmeckt und einfach. Das kannst du einfach glatt nachbacken. Also du brauchst 130 Gramm 100 Butter, 130 Gramm braunes Mehl, geht auch Mehl, braunen Zucker, 130 Gramm Mehl, 400 Gramm Blaubeeren, und 3 schöne Eier, aber bitte nur die, wo die Küken, die Hähne nicht getötet werden. Ja, dann brauchst du ein Päckchen Vanillenzucker, ein bisschen Backpulver, eine Prise Salz. Ja, und dann geht das auch schon los. Das kann man alles jetzt zusammen hier reintun. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich gebe mal die Butter hier rein. Klatsch, sagt das, ja. Da ist noch so ein bisschen drin, das kann alles rein. So. Dann den Zucker. So. Und jetzt stelle ich das einfach schon mal leicht an mit der neuen Küchenmaschine. Oh, habe ich euch das schon gezeigt? Ich weiß das nicht. Das geht gleich ein bisschen fixer. Jetzt nehme ich nochmal Vanillenzucker dazu. Ein Päckchen Vanillenzucker. So, das haben wir nun auch. Dann kommt dann auch schon das Mehl dazu. So. Jetzt brauchen wir einen Teelöffel Backpulver. Ja, kriege ich das gar nicht auf. Das ist wieder der Vorführeffekt. Ihr kennt das ja schon mit ein Teelöffel Backpulver. So. Und gleich die Eier hinteran. Ganze Eier. So. So, das Ganze ein bisschen schneller und die Prise Salz muss ich noch reintun. Ja, Prise Salz habe ich dran. Das ist ja wieder Leben abspüren. So, und das verrühre ich jetzt so ein bisschen und dann kommt das anschließend in die Form. Nehme ich etwas Margarine, ja, und da streiche ich die Form mit aus, fette ich die Form mit ein. Das ist auch alles ganz einfach. Ich habe gesehen, das kannst du glatt nachbacken. Da brauchst du eigentlich gar nicht das Rezept. Du guckst immer nur den Film an oder legst zweimal den Film angucken, nicht? Und währenddessen holst du die ganzen Zutaten. Stellst sie dir hin und dann lässt du mich nebenbei laufen mit meinem Film und dann machst du das so, wie ich das gemacht habe. Ja, das ist doch ganz einfach. Und dann freust du dich. Du freust dich und alle, die bei dir sind, die freuen sich auch. Und dann ist so viel Freude da über so einen schönen Blaubeerkuchen. Ja, und damit das Ganze nicht anbackt, oh, wo habe ich das denn jetzt hier? Ja, nehme ich immer noch so ein bisschen
Ja, wir üben noch, wie wir das hier machen können. Vielleicht muss ich mal die andere Hand nehmen, weil das ist so schwer. Ich mache das mal so, der Kameramann kann ja mal einen Moment warten. Ich kann auch so. Das reicht schon für das bisschen. So, und dann geht das gleich weiter. Ne? Dann kriege ich das da wieder nicht raus. Dann nehme ich das mal so. Das mache ich dann hinterher. Wollt ihr auch mal? Ja. Ah. Ja. Und vielleicht können wir das jetzt auch so machen, dass der Kameramann mal auf die andere Seite geht und das von hier zeigt. So kommt der Teig dann da rein. So. Ist der Teig in der Form, dann rühre ich den so, mache ich den so ein bisschen glatt da rein. So. Ja, das geht schon alles so. Ja. Ablecken. Na gut. Ja nicht. Wilde hat schon. Und jetzt kommen die tiefgefrorenen Blaubeeren darauf. Dann so schön verteilt. Ich mache das mal so. Hoffentlich saue ich mir mein weißes Hemd nicht an. Oh nee. Man muss aber auch an alles denken. So. Die nehmen wir auch noch mit. Das auch. Ja, und dann kann er dann bald in den Ofen, wenn die Temperatur dann erreicht ist. Ich den Kuchen auf 190 Grad Heißluft. Und zwar, wie lange denn jetzt? Müssen wir eben gucken. 35 bis 40 Minuten. Dann steige ich die Eieruhr und dann gucken wir uns den nachher mal an, nicht, wie der geworden ist. Ja? So, der Kuchen ist fertig, der Heidelbeer-Blaubeerkuchen oder Blaubeerkuchen-Heidelbeerkuchen ist fertig und da guckt euch das mal an. Er sieht jetzt so ein bisschen braun aus, aber ich denke mal, das liegt auch am braunen Zucker, den ich daran getan habe. Vielleicht auch ein bisschen mehr Hitze. Ich habe nur 35 Minuten backen lassen. Ja, und anschließend kommt jetzt, das geht jetzt gerade nicht, da kommt dann noch Puderzucker drauf, wenn er dann abgekühlt ist. Ja, und dann kann man ihn auch schon bald essen. Und dann sage ich jetzt schon mal, guten Appetit. Ich esse für dich, für euch, ein Stück mehr. Für dich und für dich und für dich und für dich auch. Ja, danke und tschüss. Oh nee, ich war voreilig, ich komme doch noch mal, ich muss noch mal Tschüss sagen. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt, man kann ihn auch ein bisschen warm essen. Jetzt kommt da noch ein bisschen mehr Puderzucker drauf. So, das reicht. Jetzt habe ich hier so einen schönen Schieber und da schiebe ich den Kuchen jetzt hier auf diese wunderbare Kronprinzessin-Tortenplatte. Ja, und dann lassen wir uns den schmecken. Dankeschön und tschüss.